Der Nilay hat einen wilden Roadtrip durch die Schweiz gemacht. Alle Schweizer YouTuber machen gefühlt nur Roadtrips durch die Schweiz. Was ist denn hier los? Aber zusammen mit dem Adi Totoro und dem Gian Maria Finger. Ich bin gespannt, wie der Roadtrip aussieht. Wir gehen rein. Ich bin unterwegs mit einem nice VW-Bus. Leider kann ich das Auto nicht fahren. Der, der es fährt, ist gerade hinter der Kamera. Ah ja. Und der Gian ist auch noch dabei. Peace. Ja, wir sind noch ein bisschen müde, es ist morgen. Ja, mit dem fahren wir ein bisschen. Ja, also maximal, er ist wirklich noch... Die Schweiz. Und jetzt sind wir in Locarno, jetzt gehen wir aber schnell an See schauen, wie das dort aussieht. Ja, Locarno am See, sehr sehr nice, kann ich weiterempfehlen. Jetzt fahren wir aber mit dem Büsli los, und zwar ins Versasca-Tal, Digga. Wir. Also wir fahren, du fährst. Zum Kotzen, Digga. Laufen durch die City, Zürich, Basel, Genf, shame on you, wenn du's noch nicht kennst. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so viel geschwitzt am Rücken hat. Noch nie. Bro, nein, it's real talk. Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der am Rücken so hart geschwitzt. Wir haben jetzt hier einen kleinen Zwischenstopp gemacht bei dieser nice Brücke. Dort hinten unsere Bungee-Jumpen. Dieser Brücke windet jetzt einfach so stark, ich habe richtig Schiss, dass ich meinen Hut verliere. Aber man muss eben ein bisschen auf der Hut sein. Halt. Ich habe richtig Schiss, wenn ich hier meine Kamera so drüber habe. Oh mein Gott, aber schon nur, ich habe schon Höhenangst. Ich bin ein Höhenangstmensch. Hinter dir, Höhenangst. Ich habe nämlich schon sehr Höhenangst. Ich muss sagen, Höhe und ich, wir werden nie Freunde sein. Die Höhe hat mit mir ein persönliches Problem. Und ich auch mit ihr. Oh, Bro! Aber jetzt mal abgesehen davon, dass es super scary ist, so drüber zu lernen. Die Aussicht ist schon Baba. Muss man einfach mal sagen. So, wir laufen jetzt wieder zurück zum Auto. Wir müssen ein bisschen weglaufen von Adi seinen Fans. Sie trauen sich nicht, ihn anzusprechen, aber sie laufen uns hinterher nachher. Meine Schwester wird so eifersüchtig. Ja. Meine Schwester ist auch sehr eifersüchtig, dass sie mit dem Adi chillen heute. Hure heftig. Einfach das Tessin. Im Tessin kommt der Adi angesprochen nach einem Foto. Es ist wirklich krass. Wir sind jetzt im wunderschönen Versasca-Tal angekommen. Und es ist echt sehr, sehr geil hier. Es ist sehr, sehr warm. Gefühlt sind nur 20'000 Leute dort und nicht 50'000 Leute. Dort sind so viele Leute im Versasca. Versasca oder Versasca-Tal? Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt noch ins Wasser. Aber was ich noch gar nicht gesagt habe, ist der Adi schon im Wasser. Das Wasser ist verdammt kalt. Was ich aber eigentlich sagen wollte, wieso dass wir überhaupt auf diesem Roadtrip sind. Nämlich sind wir eingeladen worden von Samsung und sie haben uns eben das Galaxy S20 Ultra 5G mitgegeben. Ein sehr, sehr geiles Handy. Und was an diesem Handy eben sehr geil ist, ist die Kamera. Da hat es eine geile Funktion, die zeige ich jetzt schnell. Und zwar ist das die Single-Take-Funktion. Was kann die nämlich? Mit der kannst du... Weißt du was? Samsung hat ihnen gegönnt, aber weißt du was? Apple wird nie gönnen. Aber I prefer Apple iPhones. Ich kann mir sagen, was du willst. Ich finde Apple iPhones eine bessere Sache. Apple ist einfach besser, even auch. Ich finde Apple für Mobile Phones besser. Da auf den Knopf drücken und dann macht es ein nices Bild oder auch ein geiles Video von dem Moment, wo du gerade aufnehmen willst. Während ich hier sitze, macht jetzt der Gian einen Single-Take von mir. Aha. Geile Aufnahme. Bro. Jedenfalls fahren wir jetzt weiter vom Versasca-Tal Richtung Luzern und schauen, ob wir dort einen nice Platz finden zum Chillen. Vielleicht sogar zum Übernachten, wer weiß. Wir sind mittlerweile in Luzern angekommen. Es hat einen schönen Sonnenuntergang, man sieht es wahrscheinlich schlecht. Ja, ist gut, ja. Ja, aber es war sehr nice. Wir waren vorhin in diesem Parkli da. Ja, genau, ich habe keine Ahnung, wie es heisst, aber es war sehr, sehr wild. Und jetzt laufen wir in die Stadt und gehen uns irgendetwas zu phrasen, weil wir haben langsam Hunger. Aber also das, was ich verstellt habe, ist eigentlich Calabrese, nicht Calzone. Nein, du hast Calzone Du hast gesagt. Calzone gesagt. Doch. Du hast 100% Calzone gesagt, Bro. Kannst du beweisen? Eine Pizza, Prosciutto e Funghi. Und eine Pizza Calzone. Gian, Maria, Gewinner. Wir haben jetzt... Can! Ich habe eigentlich Calabrese bestellt. Can, los! eine geile Pizza gegönnt. Geile Pizza gegönnt! Warte mal, geile Pizza gegönnt! Max hat absolut nichts. Aber ja,
schmeckt. Die Pizza gönnt. Ja. Das ist wirklich geil heiß. Aber nice. Ein paar Stunden später. Wir sind jetzt irgendwo im Gacko aussen in Luzern, oder beziehungsweise in der Nähe von Luzern. Wir haben hier unser Auto hergestellt. Wild. Weil wir sind ja auch ein bisschen in der Wildnis hier. Dort hinten hört man auch schon die wilden Tiere. Wenn ihr ganz leise seid, hört ihr sie. Ja, wir müssen aber ein bisschen vorsichtig sein. Zum Schlafen haben wir es übrigens. Was sind denn für Girls im Hintergrund gewesen? Sind das, hier sehen vielleicht irgendwelche Girls mit in einen Van genommen, oder was? Sehr, sehr geil hier. Wenn man hier tut, sieht man, da können 2 Leute pennen. Und da oben, da kann jemand drauf pennen. Sehr geil. Jetzt würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn wir ausgeschlafen sind. Jalla. Es ist mittlerweile morgen, wir sind ausgeschlafen. So sehen wir nämlich auch aus. Jetzt sieht man ein bisschen besser, wo wir geschlafen haben. Hier ist das Auto. Das ist geil. Dann haben wir hier eine nice View. Also hier, Spaß. Hier, nice View. Und kann man sich auf jeden Fall geben. Es war sehr bequem zum Schlafen heute, weil der Bus steht ungefähr so schräg. Und dann ist man einfach immer runtergerutscht. Aber das war nice. Adi, wirst du geschlafen oben? Nice. Der Plan von heute ist jetzt eigentlich folgender. Zuerst mal wachen wir ein bisschen auf, wach werden. Fahren wir heute richtig Lungern, Jungs, oder? Genau. Gehen wir dort ein bisschen am See rumlungern. Eventuell gehen wir dort Bötli fahren mit dem Balin. Da freue ich mich hure drauf. Das ist geil. Und ich mache diesen Sommer tatsächlich auch einen kleinen Roadtrip mit so einem VW-Büsschen. Aber wir machen wahrscheinlich dort keins wieder dazu. Vielleicht nur so, ja, vielleicht mache ich einen kleinen Vlog mit der Legria. Ich gehe mit der Freundin und mache so einen kleinen Roadtrip. Hättet ihr Bock auf einen Vlog oder was, Chat? Adi, was ist gerade passiert? Alter, wir sind gerade hier angekommen. Wow! Ganz ehrlich, Alter. Wir sind jetzt mit dem Auto in Lungern angekommen. Hier gehen wir nämlich auf den See mit dem Balin. Moin, Majestät! Da ist gerade ein Viech auf meiner Kamera. Und es ist etwas ganz Verrücktes passiert. Adi, erzähl schnell. Bro, ich habe keinen Bock mehr. Wir sind hier angekommen. Ich natürlich wie ein handysüchtiger Mensch. Lang links an, will mein Handy nicht. Handy. Weg. Wir haben das Handy überall gesucht. Nie gesehen. Weg. Nada. Gone. Und dann hat zum Glück der Balin gewusst, dass man das Handy mit einem Tool finden kann, wo man sich einloggt und dann tut es läuten. Und es läutet. Wir finden das Handy nie. Wir hören es, aber wir finden das Handy nicht. Und dann kann ich euch erklären, was passiert ist. Ich tue jetzt das kurz demonstrieren, und zwar mit dem Autoschlüssel. Das ist das Ladekabel. Was ist passiert? So, ich stehe in der Tür. Da ist drin. Ich mache die Tür auf. Das geht so, die Tür geht auf, Handy geht raus, schwingt. Unter das Auto. Nice. Also wir haben quasi das Handy verloren im Auto und es war dann unter dem Auto. Komplett los. Aha, dort hinten kommt dieses Bötli. Verstanden! Ich habe wirklich Kiss. Ich habe es nicht verstanden, aber weißt du was? Mir eigentlich auch egal. Ganz ehrlich, ist mir egal, Digga. Der kommt mit dem Beitli. Mit dem Beitli! Es ein Beitli. Hier ein gutes Beitli! Digga! Das ist schon wild. Wir sind jetzt hier hure chillig. Lang auf dem See gewesen, ein bisschen ins Wasser pumpen, ein bisschen Musik gehört, ein bisschen chillt. Ich weiß nicht, ob ihr mich überhaupt hört, weil der Motor wahrscheinlich viel zu laut ist, aber ihr redet jetzt einfach gleich weiter. Der einzige Scheiß ist, es hat hier ein bisschen viel Bremen. Das ist ein bisschen ein Scheiß. So, jetzt gehen wir schnell Pedalo fahren nerven. Gehen wir so schnell umfahren. Hey, ciao! Hey, ciao! Nein! Sag jetzt schon etwas für YouTube. Keine Ahnung. Keine Ahnung! Wir haben den Anker von unserem Bötchen auf ihrem Pedalo angemacht und können mitfahren. Was für Larrys, Digga. Was ist? Man hat einfach irgendetwas gefilmt, das hier. Wir sind wieder bei mir daheim zu tun angekommen. Der Roadie ist somit offiziell vorbei. Merci vielmals Samsung für die geile Kooperation. Merci vielmals Jungs. Seid ihr mitgekommen auf Roadie? Merci Adi fürs Fahren übrigens. Genau, das wär's gewesen. Merci euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ja, nice. Was soll ich sagen? Wir jetzt ins Kaff ein und fahren mit dem Büsschen in das Kaff ein. Sehe ich ein Gipfel im Kaffee, dann Kaufeis. Okay? Geiler Vlog. Nein, nice Vlog, Adi.
Marc, ist ein schöner Vlog gewesen. Kuss, Kuss, Kuss. Wo bleibt der Mr. Leo, der Schweizer Reaktionsboss? Da ist er doch, da ist er doch. Nee, geiler Vlog. Marc, chillig, chillig, chillig. Nice, nice, nice.